Salut zusammen, hier ist der Lionel. Falls du mich für meine Strassenumfrage abonniert hast, dann komm am 31. Januar wieder. Bis dann kann ich leider gar keine Strassenumfragen produzieren, weil ich Uni-Prüfungen habe. Falls du auf das Video gedrückt hast, weil du wissen willst, wie viel ich 2021 verdient habe, ich habe 2021 mit YouTube etwa 27'000 Franken verdient. Und falls du auf das Video gedrückt hast, weil du dich dafür interessierst, was bei mir hinter den Kulissen läuft und ein paar Minuten Zeit hast, dann bist du richtig. Zuerst einmal, ich schulde euch eine Entschuldigung. Ich habe vor Ewigkeiten gesagt, es gibt ein Q&A und ich habe Fragen gestellt und das Q&A ist nicht gekommen. Sorry, Mission failed, Entschuldigung. Das heisst, falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach hier in den Kommentaren, ich bin aktiv, ich antworte. Ich muss zugeben, ich habe sehr lange überlegt, ob ich überhaupt so ein Video machen will, weil irgendwie redet man ja nicht über Geld und es soll auch nicht so überkommen, als wäre Geld ein mega wichtiges Thema auf diesem Kanal. Es gibt andere Kanäle, die sind Finanz-YouTuber, aber auf diesem Kanal geht es immer um die Strassenumfragen. Das heisst, ich habe mir schon ein bisschen überlegt, soll ich das Video eigentlich machen oder nicht? Aber ich habe mir dann überlegt, ich schade ja niemandem damit und ich möchte auch immer Transparenz unterstützen. Also finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Ich möchte einfach kurz erzählen, wie das Jahr 2021 für mich auf YouTube war und gebe auch einfach vielleicht am Anfang mal ein paar Stats. Also, auf meinem YouTube-Kanal haben 2021 insgesamt 2,1 Millionen Mal Leute auf meine Videos geklickt. Und zugleich habe ich auch im Sommer noch ein TikTok aufgemacht und das hat bis jetzt, oder eigentlich im ganzen 2021, insgesamt 6 Millionen Aufrufe erzielt. Die Anzahl Likes weiss ich jetzt nicht auswendig. Auch auf Facebook und Instagram habe ich Zeugs veröffentlicht, aber ich habe jetzt dort die Daten nicht. Ich weiss nur, auf Instagram haben mich im Moment 14'000 Leute abonniert und auf Facebook so um die 25'000. Vielleicht kurz zur Veranschaulichung, ich habe im Juli 2021 wieder angefangen Videos zu machen. Vorher habe ich ja fast 2 Jahre lang keine Videos produziert. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Bachelor in Rechtswissenschaften abgeschlossen und ich habe geheiratet. Also ist es eigentlich eine ziemlich aufregende Zeit gewesen. Trotz dem Lockdown ist immer irgendetwas los bei mir. Aber ich bin schon froh, wenn langsam die Pandemie mal vorbei sein. Ich gehe jetzt einfach ganz kurz durch, wie es finanziell ausgesehen hat. Ich habe ja die Zahl genannt, aber das gibt ja eigentlich nicht wirklich groß Aufschluss, was jetzt das im Hintergrund bedeutet. Vielleicht, wie viel Arbeit ist YouTube eigentlich? Beziehungsweise wie viel Arbeit ist es Content produzieren eigentlich? Ich denke, ich tue im Schnitt pro Woche so ungefähr zwischen 18 und 22 Stunden dafür aufwenden. Das heisst, ich würde sagen, es ist etwa, rechnen wir mal einfach vorsichtig mit 18 Stunden in der Woche. Das heisst, es ist so ein 45% Job, könnte man sagen. Ich habe jetzt mal so ungefähr ausgerechnet, wie gesagt, die 27'000 sind jetzt auch mehr oder weniger geschätzt. Es kann noch leicht weniger, leicht mehr sein, es wird einfach so ungefähr stimmen. Aber ich bin in der Stunde so um die 62 Franken gelandet, beziehungsweise im Monat bei diesem Stellenpensum bei ungefähr 4'500 Franken. Das ist jetzt aber einfach eine Annäherung. Es kann auch ein bisschen mehr, es kann auch ein bisschen weniger sein. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, ich finde das für einen 24-Jährigen ist das natürlich super, also da kann ich überhaupt nicht darüber hinwegtäuschen. Ich habe es übrigens während dem Arbeiten nie ausgerechnet, wie viel habe ich jetzt in dieser Stunde verdient, weil ich mir vorstelle, das ist einfach eine selbstständige Tätigkeit, es ist ein selbstständiger Erwerb und da ist es nicht so, dass du die ganze Zeit denkst, wie viel verdiene ich jetzt diese Stunde, wie viel verdiene ich jetzt diese Stunde, sondern du hast einfach deine Endabrechnung am Monat, schaust mal, wie ist es jetzt im Oktober gelaufen, wie ist es jetzt im November gelaufen und probierst eigentlich Monat für Monat besser zu werden. Aber es ist nicht so, als würdest du die ganze Zeit denken, jetzt verdiene ich gerade nicht gut, jetzt verdiene ich gerade mehr, sondern du musst wirklich mit Leidenschaft dranbleiben. Wenn wir schon von Leidenschaft sprechen, ich möchte vielleicht ganz klar sagen, dass es nicht so ist, dass ich diese Videos fürs Geld mache. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Ich glaube, du könntest nicht langfristig durchziehen, wenn du sagst, ich mache das nur fürs Geld. Das geht schlicht und einfach nicht. Ich muss aber auch ganz klarstellen, dass wenn ich das Geld nicht damit verdienen würde, müsste ich das einfach anderweitig verdienen. Punkt. Ich müsste einen Studentenjob machen, ich studiere im Moment Rechtswissenschaften, das heisst, ich würde vielleicht in irgendein Büro gehen, in irgendeine Anwaltskanzlei, versuchen eine Assistenzstelle zu machen, irgendwie auszuhelfen und dort ein bisschen etwas zu verdienen, weil von nichts leben ist ein bisschen schwierig, oder? Und das heisst, das ist eigentlich einfach das ist mein Glück, weil ich ansonsten einfach anderweitig arbeiten müsste und einfach die Zeit nicht hätte, die Videos zu machen. Wenn ich das gratis machen müsste, wäre es einfach wirklich ein reines Hobby. Und für ein Hobby hast du einfach weniger Zeit wie für Arbeit. Punkt. Aber gerade aus dem Grund, dass ich halt wirklich komplett auf mich selber gestellt bin, das heisst, wenn ich schlechte Videos mache oder wenn ich schlecht mehr vermehrt, dann habe ich auch kein Einkommen. Und aus genau diesem Grund fördert es auch einen enormen unternehmerischen Approach. Und ich muss euch gerade von Anfang an sagen, vor meiner Pause, von 2015 bis 2019, rückblickend, habe ich gut unterhalten, aber durchschnittlich gewirtschaftet. Das ist einfach so, das habe ich mal angeschaut.
Ich finde, ich habe viel Potenzial verschenkt. Das ist Lehrgeld, muss man sagen. Es ist Lehrgeld. Ich habe daraus gelernt. Aber ich möchte die Fehler kein zweites Mal machen. Das heisst, diesmal, seit meiner Pause, probiere ich es im Hintergrund viel unternehmerischer zu gestalten. Ich probiere viele Prozesse zu professionalisieren, anderweitig auszugestalten und einfach professioneller zu werden, verlässlicher zu werden, im Sinne von, dass ich wirklich auch jetzt zum Beispiel in einer Prüfungsphase könnte ich da nicht in Zukunft irgendwie etwas kreieren, dass ich weiterhin Videos produzieren kann, dass ich weiterhin Leuten etwas bieten kann. Und das alles ist im Moment mein absolutes Ziel für 2022. Und der erste Schritt, den ich in diese Richtung mache, im Moment ist, dass ich eine GmbH am Gründen bin. Das ist jetzt ein bisschen technisch, das ist vielleicht auch für die Content Creators, die zuschauen, interessant, weniger für die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil für euch, für die Videos ändert sich eigentlich nichts. Aber im Hintergrund ist es jetzt eigentlich so, dass ich im Moment dran bin, eine GmbH zu gründen und nachher über die GmbH die Videos mache. Nicht zu vergessen, dass ich auch noch chinesische Videos machen möchte. Das ist ein bisschen eingeschlafen leider, aber ich möchte die weiterhin machen. Und das ist viel smarter, vor allem wenn quasi Einnahmen und Ausgaben sehr manchmal in einem Monat hoch sind, manchmal in einem Monat niedrig sind, manchmal in einem Monat vielleicht auch ein Minus resultiert. Da ist es eigentlich viel smarter, wenn man das als GmbH in einer Art Gefäß hat und sich selber noch einfach anstellt. Klar, jetzt werden natürlich einige sagen, okay, mit 27'000 im Jahr eine GmbH zu gründen, ist ein bisschen früh. Das stimmt. Man darf nicht vergessen, dass aber die 27'000 seit im Juli entstanden sind. Das ist ein halbes Jahr. Und zweitens, der Lernprozess für mich halt auch nochmal an sehr grosser Stelle steht. Ich möchte auch etwas lernen daraus. Es ist nicht so, dass ich die GmbH gründe, zum Geld zu verlieren, sondern ich gründe die GmbH, um zu sehen, wie macht man das. Und ich habe das Gefühl, das ganze Zeug, das ich lerne, das kann mir auch später im Berufsleben sehr nützlich sein. Was vielleicht einfach ganz wichtig ist, ihr als Zuschauerinnen und Zuschauer werdet keinen Unterschied merken. Es werden immer noch die gleichen Videos sein, das ist alles rein im Hintergrund. Aber jetzt genug vom Geld. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann einfach in den Kommentaren. Ansonsten möchte ich einfach noch ein bisschen vom allgemeinen Performen vom YouTube-Kanal im 2021 reden, weil das ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt. Für mich ist klar, dass ich meine Strassenumfragen stetig verbessern muss. Es ist ja so, dass sich nicht nur die Strassenumfragen weiterentwickeln, sondern sich auch YouTube bzw. sämtliche Plattformen oder einfach Content Producer generell weiterentwickelt. Vielleicht möchte ich euch einfach ganz generell so Beobachtungen teilen, die ich auf YouTube gemacht habe seit dem halben Jahr, wo ich es jetzt wieder mache. Und das ist vielleicht auch vor allem für die selber auch Videos produzieren, interessant. YouTube hat sich mega gewandelt. Zum Beispiel, früher war es so, dass ich bei den Statistiken, ich lade ein Video auf und ich sehe nachher in den Statistiken, von wo kommen die Leute, die das zuschauen. Und früher war es so, dass vielleicht etwa 50% oder 40% das Video durch die Abo-Box gefunden haben. Das heisst, sie haben in ihre Abo-Box am Montagmorgen geklickt und gesehen, der Leon hat ein neues, am Montag oben geklickt und haben gesehen, der Leon hat ein neues Video aufgeladen, das schaue ich jetzt. Das macht heutzutage scheinbar kein Mensch mehr. Wenn ich ein Video auflade und das schauen vielleicht 30'000 Leute, dann sind vielleicht von diesen 30'000 2'000 die es in der Abo-Box gefunden haben. Der Rest hat das Video irgendwie vorgeschlagen bekommen, entweder auf der Startseite oder am rechten Rand beim Schauen von anderen Videos oder sonst wie beim Abscrollen. Und das ist einfach ein mega grosser Unterschied. Das heisst, jedes Video muss irgendwie mit dem Titel und dem Thumbnail überzeugen, und zwar viel mehr als noch früher. Ein Video kann mega groß werden oder es wird von keinem Mensch geschaut. Aber es ist nicht wie früher, dass Leute, die abonniert haben, quasi ein regelmäßiger Garant sind, die immer wieder kommen. Nein, du musst überzeugen. Die zweite riesige Änderung ist einfach, wie stark so kurze Handyvideos jetzt forciert werden. Natürlich mit TikTok, das ist das Konzept davon, aber zum Beispiel auch auf der Plattformen wie YouTube oder Instagram ist es so, dass wenn du das aufladest oder wenn du noch Shorts auf YouTube oder Reels auf Instagram aufladest, dass du einfach mehr Leute erreichst. Punkt. Und es liegt auch daran, dass viele Leute, sagen wir zu oben, die wollen einfach nicht groß auswählen, sondern die gehen einfach in die Shorts schauen, was als nächstes kommt. Und das sind dann einfach Klicks, die kannst du als Content Creator nur abrufen, wenn du das auch produzierst. Das heisst, das klassische Umfrageformat, wo 5 bis 8 Minuten Umfragen produziert werden, schauen die Leute nicht. Ich möchte die Leute aber nicht verlieren, ich möchte diesen Leuten weiterhin mein Content bieten. Und das möchte ich zum Beispiel jetzt mega forcieren und möchte mega dranbleiben im 2022, dass ich die Leute zurückgewinne, weil die sind 2019, 18, 17, die sind alle dabei gewesen, aber die sehen das nicht mehr. Und ich möchte die weiterhin irgendwie bedienen. Ich habe zum Beispiel jetzt auf YouTube einen Shorts-Kanal eröffnet. Ich habe zuerst meine Shorts auf
diesem Kanal veröffentlicht. Das ist aber ganz schlecht angekommen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die mich abonniert haben und wirklich nur einmal in der Woche eine lange Strassenumfrage schauen. Die haben das nicht so toll gefunden. Kann ich absolut verstehen. Seitdem habe ich einen Shorts-Kanal. Wo ist es? Keine Ahnung. Abonnieren lohnt sich. Das Lustige ist, auf TikTok ist genau das Gleiche passiert. Es haben 6 Millionen Leute die Videos geschaut, aber irgendwie habe ich die Message nicht übergebracht, dass es sich lohnt, mit zu abonnieren. Ich habe nicht mal 10'000 Abonnentinnen und Abonnenten oder Followers auf TikTok. Und naja, irgendwie muss ich das besser machen. Ich muss mich dort verbessern und ich muss irgendwie anschreiben, hey, abonnieren lohnt sich, abonnieren bringt dir etwas. Und wie ich die Leute besser überzeuge, das muss ich jetzt noch irgendwie herausfinden. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sind so ein bisschen meine beiden Hauptanliegen. Vielleicht schaut da irgendjemand zu, der auch Videos produziert. Es nimmt mich mega Wunder, ob du die gleichen Sachen beobachtet hast wie bei mir. Ich kann nur sagen, dass meine Videos ja auf Schweizerdeutsch sind. Das heisst, ich kann eigentlich nur das beobachten, was auch so ein bisschen im schweizerdeutschen Raum auf den YouTube-Videos passiert oder auf den TikToks oder den Instagram Reels. Das heisst, ich weiß nicht, wie es global aussieht. Falls jemand YouTube Deutschland bedient, sagen wir zum Beispiel der Adi Toro, der beobachtet vielleicht andere Sachen. Aber wer weiß. Wir sind eigentlich schon am Ende von dem Video. Ich möchte nur ganz kurz sagen, meine ganz, ganz grosse Sorge ist, dass ich irgendetwas vergessen habe, was noch ganz wichtig ist, was mir irgendwie einfallen sollte. Falls das der Fall sein sollte, würde ich es jetzt einfach unten in den Kommentaren schreiben und ihr könntet das dort lesen. Wie gesagt, es ist eine Einladung, falls irgendetwas offen sein sollte, es unten anzuschreiben. Und ansonsten, es geht weiter am 31. Januar, Montag zu oben, am 6. Meine Strassenumfrage ready für euch, offen frisch serviert und bis zum nächsten Mal. Tschüss!